Voilà, schöne gute Mittag. Erst zu den Arbeiten vom Regierungsrat von de Moyen kommen, leid mir Herz pur wieder über den tragischen Tod vom japanischen Premier, den Shinzo Abe zu sagen. Den Herr Abe an Lützeburg hat eine gemeinsame Relation. Den Herr Abe war den ersten japanischen Premierminister, den auf Lützeburg auch gekommen ist, vor 2015 und hat immer geguckt, Relationen mit uns hoch zu halten und noch zu vertiefen. Und ich muss sagen, ich möchte mal sagen, dass den öffentlichen Debat und noch die Auseinandersetzungen immer Männer ob eng friedlich und eng konstruktiv Weise und immer mehr oft ob eng destruktiv Weise mit Gewalt gefördert gehen. Dat lo een freiere Premier Matten am Wahlkampf sogar muss sein Leben lassen, muss uns alle Guten, wie mir die Demokratie verdedigen, noch zu denken gehen. Das ist Tod als mehr wie tragisch, und schockiert uns alle Guten. Wir sind an unseren Herzen bei der Familie und noch beim ganzen japanischen Volk. Der Regierungsrat das heute zusammenkommen, wie der auch wisst, für den zweiten AW vom Expertengruppe auch zu beraten. Ich habe doch die 5 Experten die morgen invitiert, für am Anfang vom Regierungsrat auch dabei zu sein. An 1,5 bis 2 Stunden waren sie auch da. Wir können eben noch die verschiedenen Fragen, die den oder den anderen Regierungsmember nachher können zu antworten oder nach zusätzlichen Explikationen können zu gehen. Es war mir wichtig, dass keine Openfragen und auch keine Unklarheiten mehr existieren, die Regierung in Decision auch zu holen hat. Es war mir auch wichtig, den 5 Experten persönlich können Merci zu sagen. Ich will den Merci auch nach einmal hier auf dieser Platz wiederholen. Es muss in der Konstant machen, dass ohne den unermüdlichen Ansatz auch von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und das weltweit muss ich auch angesehen, würde mir heute nicht an man das zu nennen, einigermaßen stabiler Situation, wie sie im Moment auch erleben. Die Regierung steht hinter der Wissenschaft und noch hinter der Kenntnis von der Wissenschaft. Die Regierung steht auch hinter den Konstant, die Experten in ihrem zweiten Avis präsentieren. Ich komme mich spät hierüber zurück. Für dich will ich aber auf den Ausgangspunkt auch von den Diskussionen rund um die Impfpflicht zurückkommen. Am Anfang des Jahres hat ja die Regierung auch eine breite Konsultation lanciert. Sie hat neben dem Expertgruppe auch gesellschaftliche Akteure und Parteien an der Chambre ihre Meinung gefragt, wie sie zu einer Impfpflicht auch stehen. Schon damals an der Chambre gesagt, dass die Regierung die Ambition an den Wunsch hat, froh rund um eine mögliche Impfpflicht auch mit einer breiten Gesellschaft, noch mit einer breiten Majorität zu tranchieren. Dass die Regierung bereit ist, den Argumenten nutzulauschen, die verschiedenen Parteien und Akteure auch viel tun und viel bringen werden. Das Aussagen gelten heute auch nach immer. Wir machen uns Diskussionen über die Impfpflicht ganz sicher nicht einfach, weil wir wissen, wie sensibel auch dieses Sujet ist, weil es sich um eine Mesure handelt, die am Anfang einem freien Geist, dem freiheitlichen Geist am Anfang auch widerspricht. Eine Impfpflicht ist dann auch schüst umsetzbar, wenn sie Zustimmung von einer breiter politischer Gesellschaftsmajorität findet, und gleichzeitig keine andere Mesure auch zu erwünschten Resultaten feiert. Am Anfang des Jahres waren noch die Konditionen erfüllt. Das ist eine Tatsache. Wir haben 52 von 6 Deputierten, die auch prinzipiell sich für die Affären von einer Impfpflicht ausgeschwert haben. Und noch viele gesellschaftliche Akteure haben das gefordert. Wenn wir etwas an dieser Pandemie gelernt haben, dann ist es, dass die Erkenntnisse der Situation sich seit mehr wie 2 Jahren permanent verändert. Und das, was gestern richtig war, kann heute schon nicht falsch sein. Wissenschaft gewinnt all der neue Erkenntnisse über den Virus, den auch permanent mutiert, also sich ernst das Verhalt, wie man das nach 4 Wochen oder 4 Monaten auch gewinnt waren. Die letzten Experten sind am Anfang das perfekte Beispiel für die Änderungen an wie sehr eure Virus
sein Gesicht andere kann gut durchstellen. Wir wissen, dass wenn man von Alpha, am bald Buchstaben vom ganzen griechischen Alphabet durchgeholt, sind wir bei Delta hat man ja viel Konsequenzen, die den Delta-Virus mat spricht hun, dass man haut Virus hun den omnipräsent ist, den Omikron hecht, ein Omikron, die viel miséier sich verbret, wie dat man bis lo kann mat denen anderen Varianten, aber deutlich manner gefeierlich als wie die Varianten, die man Fedro noch hatten. Wir wissen aber auch, dass die aktuelle Situation keine Garantie für Zukunft durchstellt. Wir können eine neue Variante am Hirsch oder am Winter auch nicht ausschließen, die ja mehr gefährlich kennt sind. Agnedoweins tun mir am Anfang vom Jahr Navi bei einem unabhängigen Expertengruppe an Auftrag gehen, für ein Debat eben über die Impfpflicht auch zu lancieren. Das nächste Navi war zu dem Moment klar und noch eindeutig. Es gab keinen Spielraum für Interpretation. Die Experten in der Politik ganz klar eine altersgebundene und noch eine sektorielle Impfpflicht rekommandiert. Heute haben wir den zweiten neuen Rapport von dem selbsten Gruppe vorlegen. Muss ich so, wenn ich noch liest und noch nur den Gespräch, die in dem Moment hatten, dass wir differenzierten Rapport auch aus den Europa neu Erkenntnisse abgebaut ist, an die die Wissenschaft auch an den letzten Moment kommt eben auch sammeln. Erkenntnisse, die auch ein anderes Bild zeichnen, wie das, was wir nach Anfang vom Jahr auch kann tun. Es war wichtig, richtig, und dazu ein Experte selber, sich Zeit zu geben, eben auch für die neuen Erkenntnisse können wir aber Betrug zu ziehen, eine Impfpflicht dezidiert wird. Ich habe doch schon gesagt, die Regierung steht auch an der Constat, die Experten an ihrem zweiten Avis präsentieren. Wir teilen den Constat, dass die Impfung weiterhin das beste Instrument ist, für schwere Krankheitsverläufe an eine Überlastung auch vom Gesundheitssystem zu verhindern. Wir teilen den Constat, dass besonders bei den Vulnerablen, also den Leuten über 50 Jahre, nach zu vielen Menschen zu Lützeburg nicht geimpft sind. Wir teilen noch den Constat, dass das Risiko von einer mehr gefährlichen Variante nicht auszuschließen ist und dass wir uns auf dieses Szenario auch vorbereiten müssen. Und für allem teilen wir auch den Constat, dass es am besten wäre, wenn alle Vulnerablen geimpft, also mit auch bestmöglichst gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt werden. Diese Constat haben die Experten noch an ihrem Avis eindrucksvoll mit den neuesten Zahlen und noch wissenschaftlichen Erkenntnisse belegt. An ihre schriftlichen Konklusionen lassen die Experten noch einen gewissen Spielraum. Sie so selber, dass sie zwar als Szenario objektiv durchgestaltet haben, aber dass am Endeffekt Politik ist, die hier Schluss aus diesen Szenarien auch muss ziehen. Über den eindeutigen Nutzen von einer 100% geimpfter vulnerabler Population lässt sich nicht streiten. Auf diesem Punkt ist die Regierung auch ganz einverstanden mit den Experten an den Schmengen auch einen großen Teil von der Chambre wird diese Constat können teilen. Die Marge für die politischen Decisionen ist aber genau hier. An der ist genau auf dem dritten Punkt. Die Frage stellt sich nämlich, wie können wir ein Tose, wie das auch an der Etude ist, von 100% erreichen? Wie in den Rapport aufmerksam liest, stellt fest, dass die Experten eine Impfpflicht suggerieren auf Basis von einem Worst-Case-Szenario und gleichzeitig auch einem Best-Case-Szenario. Ihr Modell von einer Impfpflicht basiert nämlich auf 3 gleichzeitig Konditionen und auf einem idealen Szenario von 100%iger Impfquote bei den über 50-Jährigen. Die aber dann einen konsiderablen Impact hat, wenn die schlimmsten fusive Szenarien in Form von einer Delta-artiger Variante antrifft, aber die Vakzin nach Wirken mit einem Rappel von einer dritten oder einer 4. Dosis nur 5 Monate. Das ist unmöglich zu sagen, wie wahrscheinlich ist das, dass wir mit einem mehr gefährlichen Variante konfrontiert gehen. Wir können aber politisch einschätzen, wie wahrscheinlich ist das, dass mit einer Impfpflicht 100% von den konzernierten Personen geimpft werden gehen. Wissenschaftlich gesehen ist so eine Prämisse nur vollziehbar. Politisch gesehen wissen wir aber, dass das Szenario an der Realität kaum zu erreichen ist. Eine Impfpflicht ist kein Impfzwang. Wir hatten nie den Plan. Aber wir hatten nie den Plan, irgendeinem mit Gewalt eine Spritze an den Arm zu drücken. Das ist mit unserem Verständnis von Demokratie und Menschenrechten nicht vereinbar.
D'Erfahrungen mat der Impfpflicht aus europäesche Länder weisen uns dat schüss nach en Deel vun den Leiit, die nach net geimpft waren, sech vun enger Impfpflicht iwwerzegen gelos hunn. Etüden hun noch agin, dat der konsiderablen Deel vun der Population sech kategorisch gen eng Impfung wird, das doch am Fall vun enger Impfpflicht. Aus dem Grund muss Politik Berechnung vun Experten mat der realistischer Umsetzung aufgleichen. Net wat d Resultat ubelangt mir ob die theoretische Prämisse praktisch auch umsetzbar sind, weil op Basis von der Prämisse stellt oder fällt eben noch Proportionalität von einer Impfpflicht. Ich komme dafür nachher ob den Objektiv von einer Impfpflicht zurück, den die Experten noch selber definiert haben. Eine Impfpflicht hat nicht zum Ziel, den Einzelnen zu schützen oder das Virus auszurotten. Nee, die Impfpflicht hat von den Experten noch null statt, das Primärziel eine Überlastung vom Gesundheitssektor auch zu verhindern. Die Experten haben auch dafür eine Modellisation erstellt mit konkreten Resultaten, wie viele Hospitalisationen und noch viele Todesfälle eine Impfpflicht auf verschiedenen Szenarien verhindern. Das Ziel basieren, wie gesagt, auf der Hypothese, dass Nomaffären von einer Impfpflicht 100% von den konzernierten Leuten mindestens 3-mal, wenn nicht sogar 4-mal geimpft sind. Die Regierung ist zur Konklusion gekommen, dass eine Impfpflicht am aktuellen politischen und gesellschaftlichen Kontext nicht zum gewünschten Impftor von 100% wird feiern. Dafür ist unsere Meinung die Proportionalität von einer Impfpflicht zu diesem Moment auf Frage gestellt. Eine Proportionalität, die für 6 Monate vielleicht nach mehr war, wie heute, wo man neue Erkenntnisse auch haben. Versteht mich nicht falsch, die Decision ist kein einfach und sind auch bewusst, dass bei dieser Frage keine zufriedenstellende Antwort gibt. Es gibt kein definitiv richtig und noch kein definitiv falsch. Das Decision ist nicht schwarz und noch nicht weiß. Schlussendlich geht es auch zwischen wissenschaftlichen Modellen und politische Realitäten Weg zu finden, die beides auch unerkannt und noch beides honoriert. Die Aufgabe von der Regierung ist es, alle Angriffe an Grundrechte, an Freiheiten zu überprüfen, aufzuweihen und dann eben auch zu justifizieren. Die Aufgabe von der Regierung also doch nach immer die Gesundheit von den Bürger und Bürgerinnen so gut wie möglich auch zu protegieren. Dafür hat die Regierung auch den Morgen dezidiert, alles dafür zu machen, den Avis von den Experten so gut es geht zu honorieren und noch zu suivieren. Die Experten haben mehr wie ein Jahr betont, dass die Politik sich für den Erstfall am Herbst oder Winter soll präparieren. Dafür wird die Regierung den Text, den Justizminister präpariert hat, aus der vierst genannten Grund nicht formell deposieren. Die wirst du das auch schon am Dezember oder wo schon in Debat für kurzem, wo wir schon mit den Parteien auch geschwärzt haben, wo auch Texte, Punkten auch angefließt sind. Und für uns ist es auch, dass wir den Text dem Staatsrat an der Chambre aber ein Avis schon freuen. Für keine Zeit zu verlieren, wenn der Worst-Case-Szenario auch gibt, antreffen. Wir werden aber selbstverständlich für den ersten Debat an der Chambre auf, auch die nächsten Mittwoch in Deklaration und Donnerstag auch ein Debat stattfindet, für die Meinung von allen Parteien auch zu lauschen und eben auch können zu analysieren, wir das Demarchen auch lancieren. Nur diesen Debat werden wir auch den Text der Chambre an der Öffentlichkeit dann noch können präsentieren, an die nötige Change mit den konzernierten Akteuren auch feiern. Am nächsten Regierungsrat als nächste Freitag, da wird das dann auch Ordre du Jour sein. Das soll sicherstellen, dass wir sehr Rechtssicherheit auch haben, am Fall, wo zu einem späteren Moment eine Impfpflicht dezidiert soll gehen. Das heißt auch, dass die Regierung weiterhin flexibel bleibt, après das auf ein Virus zu reagieren, den sie, wie ich später schon gesagt habe, sehr gesicht kapabel ist, alle Moment zu ändern. Justizminister werde ich auch zusätzlich Details über die juristischen Überlegungen gehen, die an dieser Frage auch ganz komplex sind. Und Gesundheitsminister werde ich auch Erklärungen geben, wie die Regierung will, es wird die zusätzliche Rekommendationen, weil wir nicht nur mit dem Pflicht, sondern auch nach anderen Rekommendationen, die haben wie auch waren von den Experten umgesetzt können gehen oder werden nach muss gemacht auch können gehen. Aber wie die Regierung auch ohne Impfpflicht einen mäßigen Impftor auch erreichen will. Ja, für uns ist es weiterhin eine Priorität, die Vulnerablen zu schützen. Wir werden noch weiterhin die epidemiologische Situation von Noem suivieren und sanitären Mesuren auch
darunter aufpassen, war nötig. Wir encouragieren noch weiterhin all vulnerable Personen an all Personen, die geimpft gehen, sich auch impfen zu lassen. Die neue Grund auch gesagt, dass ein Gritsch von Leuten eben Rendezvous verpasst hätten. Das nach immer die Möglichkeit, es muss nicht schon die zweite oder die dritte, es kann nicht nach immer eine erste Impfung machen für die Leute, die noch nicht geimpft gesehen haben. Plüverli von einer Impfpflicht, das allerdings im Moment so ungewiss, dass wir es nicht verantworten, so eine Pflicht auch zu mandatieren. Ich will die Schätzungen von der Regierung zum zweiten Avis vom Expertengruppe präsentiert. Das ist eine Abschätzung, die wissenschaftliche Konklusionen zu honorieren und gleichzeitig die politische Umsetzung kritisch zu hinterfragen. Das ist eine Abschätzung, die geprägt ist von all den neuen Erkenntnissen, die zum meisten Avis dabei kommen sind, an die auch Experten zu einer mehr nuancierten Konklusion gelegt haben, der Verlauf von der Krankheit, wie schlimm Krankheit ist, und noch neue Methoden. Neue Methoden, die wir auch gesehen haben, wie dass einfach auch neue Medikamente kommen sind, die einfach auch erlauben, dass verschiedene Leute, die mich schwere Verlauf haben, auch durch Medikamente können mehr sehr besser auch geheilt gehen. Das sind all die neuen Prämissen, und sie so viel Inkonnuen auch nach für die, wenn ich den Navier mal erlauben kann zu paraphrasieren, dass gesagt wird, dass wann eine neue Variante kann, doch wichtig ist, dass man dann einen Impfstoff findet, ob die neue Variante auch funktioniert, etc. Also das sind auch, wie gesagt, ganz, ganz viele Punkte, die in nuancéiert an dem Expertrapport interpretiert huet an die méi nuancéiert Konklusion auch von dem Expertrapport wie den am Januar hun auch hier Konklusion diese präsentiert hun hautweis am Regierungsrat. Et das eng Erschätzung die Impfpflicht net prinzipiell afro stellt me sich frohen iwwer hier Umsetzung an noch hier Proportionalität stellt besonders am Kontext vun der nature politischer an auch gesellschaftlicher Akzeptanz. Das für allem eng Erschätzung aus der Klo hergeht, dass mir als op alle Eventualität aber am Hircht muss präparieren, der Techt das nach net alles gedoen an als größte Wunsch wäre, dass man am Hircht am Anfang den toten Text net missen weiter an der Prozedur verdeven, weil der Virus dann auch net mehr so präsent wie Lützeburg wie das aber der Fall die letzten Jahre war. Madame Thomson. Merci, Herr Premierminister. Guten Mittag, alle Guten. Ja, wie du schon ugeklungen ist, stellen sich an dem heutigen Kontext natürlich ein ganz Reihe grundsätzlich Frohen. Alles Frohen, die wir ja auch schon an der Debatte am Dezember an der Chambre am Funk diskutiert hatten. An wenn ihr euch richtig erinnert, dass eng Jurisprudenz, die immer annimmt wird, das eingehend Tschechische Republik vom CIOT, vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu Straßburg. Und das Urteil legt eigentlich Konditionen fest, in der Zweiengen so eine Impfpflicht, weil sie dann nicht zu Covid-Zeiten mehr für andere Krankheiten an der Tschechischen Republik imposiert fest. Die erste Prämisse ist mal die, dass ich wollte ein bisschen von dem mehr juristischen Standpunkt belichten. Die erste Prämisse ist die, dass ein Angriff definitiv an das Privatleben ist, weil das fundamental Menschenrecht ist. Und das heißt eigentlich zwei Grundrechte an der Balance zu stehen. Dass den vom Schutz auf Gesundheit, auf Leben, was all Bürger zu gut tut, und dann hat auch eben den von der Privatsphäre und auch von der Bestimmung, ob die körperliche Unversehrtheit. Und das Straßburger Gericht als zu der Konklusion kommt, dass kann so einen Angriff machen, aber muss eben pur Konditionen erfüllen. Und die erste Kondition ist, muss ein klar definiert Ziel für Leute. Die zweite Kondition ist, dass das Ziel auch kann erfüllt gehen durch die Mesure, die proposiert wird, also in diesem Kontext die Impfpflicht. Und die dritte ist natürlich die, wo alles immer ein bisschen dominiert, die von der Proportionalität von den Mesuren, die proposiert sind. Ihr wisst, dass bei der Gestion von dieser Krise die Regierung immer von engem Prinzip gelebt wurde, dass wir alles gemacht haben, für eine Überbelastung vom Gesundheitswesen von den Spitälern zu evitieren. Das natürlich aus dem ersten evidenten Grund, mir aber auch, weil da drin ganz viele andere Konsequenzen eben sind und auch für Leute, die müssen behandelt gehen, für Personal, das an den Spitälern schafft, sodass das permanent gedeiert wird an den Mesuren, die wir geholt haben. Und natürlich dann immer froh, wie kann ihn dann die Überbelastung evitieren. An einer ersten Phase war das für allem Kontaktbeschränkungen, etwa also auch
einer Regelung wie zum Beispiel mat Mask oder mat Covid-Check oder mat Mannerlei an engem Saal dat kont machen. Dun aus Impfung kom an du sech immer méi tro opgedrängt hier eng Impfung fir wat muss lo nach generell ganz Populationun awer ënnert des Kontrante stalt gin, wann eigentlich eng Impfung jo do ass fir dem entgéint zu wirken. Dat war da auch geleet huet an der heutigen Diskussion an du sinnne da beim Ziel vun der mesure Impfpflicht, dass man eben die Iwerbelastung vun de Spideler dummer da gängen evitieren. Das ist ein Ziel, wat für Südverein akzeptabel ass. Froh as aber dann dass die zentral froh, ob der Ziel kann erreicht gin, mat der mesure wie se lo an der Diskussion ass schon zenter dem Winter. An dafür wäret extrem wichtig für uns, dat man nach enkeer d'Experte gefrot hun vu vun der Evolution vun der Pandemie, vu vun neuen Expertisen, die Vilein an dafür kommt man dann noch de Moien an engem ganz guten Gespräch mat den Experten eigentlich der frohen enkeier no goen. Wie der Premierminister Lograt gesot huet sinn sech an ihrer Hauptkonklusion, die eigentlich ganz vielschichtig ist, wo doch viel Nuance gin an ihren unterschiedlichen Avien. Ihre Hauptkonklusion mussssen eigentlich drei Konditionen erfüllt sind, denen das wirklich eng virulent Variant. Der zweet as dat den Impfstoff, den dem Moment existiert, auch gegen die Variant hëlleft, an die dritte as dat in 3 oder méi Impfungen auch huet, die dann Mann wie 5 Monate zurückleihen. Und dat alles op Berechnungsbasis von einem 100%igen Impftor. Wir sind zur Konklusion kom eben nur der Analyse von dem Avis noch dem Echange de Moien Göster mat den Experten, dat dummer Konditionen, die d Menschenrechtsgericht opgesagt huet eigentlich net erfüllt sinn, weil laut ihrer Konklusion Pflicht nimmen de gewünschten Effekt eben kann kree, wann all das Konditionen erfüllt sind und dat ganz hypothetisch ass man an dem Kadefigur lo net sinn an noch net wissen, ob man am Winter an den dote Kadefigur oder so enkeier an den dote Kadefigur könne kommen. Das also zuviel hypothetisch fir Standhaut diese ganz tiefgreifenden Angriff an Freiheit von dem Einzelnen zu justifizieren, da das ballvoll Meinung von der Regierung. Der Tisch de Ursache net, dass man auch wichtig stehe, aber necker zu erstreichen, Tisch net, dat die Impfung per se net wirkt, Tisch auch net, dat de Sorg von dem Einzelnen uns egal ist, wann ihr so will. Es geht bei so einer Impfpflicht net drum, dem Einzelnen sein Leben, sein Gesundheitszustand zu retten, weil du als Schütverein ob sich selber gestalt für seine eigene Gesundheit zu sorgen. Es geht eben darum, die Gesundheit von der Allgemeinheit zu garantieren. Und es heißt auch nicht, dass man nicht eventuell an eine Situation könnte kommen, wo eine Impfpflicht aber notwendig wäre. Und dafür haben wir dezidiert, dass wir Texte so weit wie möglich gingen weiterführen und weiterdreiben, für das le cas échéant, wenn der tote Mist sind, an einer ganz sicherer Prozedur auch die Texte könnten gestimmt gehen. Weil den Text über die Impfpflicht ab 50 Jahren ugeht, für den vielleicht ganz kurz vorzugreifen, wir hatten effektiv die Diskussion am Dezember, wir haben darauf basiert, für einen Text auszuschaffen, den Sanktionsmechanismus vorgesehen auf einer Basis pro Monat, wo dann enger Monat gegen fällig geht, wenn nicht geimpft wäre, wo natürlich auch Exzeptionen darauf vorgesehen sind, gesundheitlicher Natur, aber wo auch natürlich Rekursmöglichkeiten vorgesehen sind. Aber wir wollen lo mam Staatsrat mit der Chambre konsultieren, für zu gucken, dass dort aber auf allen Niveauen zu avisieren, das einzige, was wir noch nicht können, avisieren lassen. Und dafür gibt es dann noch kein Exposé des Motivs von dem Text, wo wir erklären, für was wir den Text brauchen. Das ist eben genau die Frage von der Proportionalität, der Notwendigkeit, für das dort lo Standhaut anzuführen, dafür die bisschen ungewöhnliche Prozedur, die wir hier gewählt haben. Und wir wollen alle Chancen auf uns Seite stellen für Plätze sind, falls wir den Text aber bräuchten, wo wir natürlich alle Guten hoffen, dass das nicht der Fall sein wird. Madame Lienert. Ja, gute Mittag, alle Guten. Das ganz viel gesagt. Ich gebe aber auch gerne einmal von meiner Seite wiederholen an einer freiheitlichen Demokratie, an der wir leben.
also extrem wichtig, dass wir Angriffe machen an fundamental individuell Grundrechte, dass man solid Argumente haben. Wir müssen das können argumentieren, wir müssen können nachweisen, an überzeugend belehen, zeigt nur, dass das, was wir für haben, das, was die Mesuren sind, die wir proposieren, auch wirklich den erwartenden Impact können haben. Und dass da, wo Haut einen gewissen Flu aus, wann in den Navi liest von den Experten, sind ganz viele Ungewissheiten am Raum am Hinblick auf den September, das schon mal gesagt gibt, Erkenntnis aus der, dass wir nicht wissen, wer am September könnt, selbst weil das schon die ganze Pandemie über begleitet, wie sie wird Haut aus, kann in Heisch rechnen, mit wie sie nicht wird an Zukunft wird, ob ihn durchkommen. Wenn ich kann in so einen Angriff machen, bei eigens von nachweislich an klar nachvollziehbar ein Gefahr aus, da sind wir als eins, dass man mit den Leuten, die noch nicht geimpft sind, eventuell ein Gefahr haben von einer Überlastung. Wir müssen aber auch nachweisen, dass die Mesuren, die wir proposieren, an der Situation haut, mit den Mitteln, die als zur Verfügung stehen, durch schwarzende Stimmstoffe und auch dazu führen, dass die Gefahr dann angedrosselt wird. Weil darum geht es ja schlussendlich. Wenn wir einen Angriff machen, dann muss man können vertreten an auch nachvollziehbar veranschaulichen, dass du einen signifikativen Impact wert sind. Wir wissen aber trotzdem haut ganz viel, sondern ich kann ja noch darüber insistieren, dass das Impfstoffe ganz gut gewirkt haben. Das ist der Gamechanger gewesen an der ganzen Pandemie, aber wenn ihr rückblickt bei Statistiken, dann seht ihr, dass die einen ganz klarer Spruch schwätzen. Dass ab dem Moment, wo ein großer Teil von der Bevölkerung geimpft war, hat die klar gesehen, dass die Inzidenz an den Spitälern nicht mehr weiter abgegangen ist. Das hat sich fundamental geändert. Und das ist das, wo man drauf aufbauen, noch in Zukunft. Das bietet regelrechten Schutz für den Einzelnen, und das ist das, was man immer wiederholen muss. Wir haben eine ganze Reihe Leute, die protegiert sind, und dadurch auch eben klar an der Evolution von der Pandemie gesehen, dass trotz hoher Neuinfektionen, wie wir es haben, trotz einem Ausstieg von Neuinfektionen, nicht auf der anderen Seite die Belegung an den Spitälern dementsprechend an die Blut geht. Was das Risiko betrifft, gebe ich noch gerne einmal wiederholen, eine nicht vaccinierte, eine nicht geimpfte Person hat 20 Mal mehr ein höheres Risiko von einem schweren Verlauf, auch hautnah, das ist evident, ein schwerer Verlauf, den gegebenenfalls an Spital oder zum Tod führt. Das muss immer wiederholt gehen, an den Message Haut soll nicht der Sinn, dass die Impfung nicht wirkt. Das schützt mit dem Recht und Leute, die nicht geimpft sind, sieht man nicht ganz klar den erwartenden Impact auf die Wetter, wie wir es eigentlich aber müsste können vorstellen, wenn wir den dritten Schritt nachgeben machen. Wir sind auch ganz klar, dass Boosterimpfung hier in der FE, da bleiben noch dafür 100 mit Rekommendationen über dieses CSMI, den löserlos immer neue Informationen gibt, wo rekommandiert wird, eine zusätzliche Boosterimpfung zu machen. Auch das hat einen ganz klaren Impact auf das Geschehen. Wir entretemps laufen, weil man etwas gilt, als nicht Fuß vom Gas zu holen, das heißt, wie es die ganze Zeit schon gewesen. Wir bleiben präpariert. Wir wissen, dass nach immer ein Teil von als Leute am Land nicht geimpft sind. Und da schaffen wir weiter. Wir haben in dem Sinn am März eine Helpline en place gesetzt, eine professionelle Helpline am CHL, die wir auch gepusht haben über die sozialen Medien, über Reklamen, wo jeder, der nach Sorgen hört, der nach Frohen hört, sich kann hinwenden, die werden wir auch weiter aufrecht behalten. Und das soll als Kampagne begleiten, die auch weiterhin lebt, an den Sommer ran, an den Hirsch dran. Weiter humaniert den Doktoren an den Aptiken, die Impfung machen, eng Offer, die praktisch soll sie für die Leute, wo man auch Plätze gibt, wo man die Leute aufhanden. Das wäre ein grosses Success letztes Jahr, und das werden wir auch weitermachen mit Pop-Up-Storen, mit dem Impfbus, den NRW-Wert sind, und auch immer kontinuierlich wirklich eine Kampagne in Richtung von denen, die eben noch nicht angeschwärzt sind. An dem sind sie noch Kurien rausgegangen, wir haben die Leute können identifizieren über die Datenbanken, die Stand heute noch nicht geimpft sind. Die über 50-jährig sind, das sieht auch am Rapport von den Experten, 130.000, insgesamt sind da ein bisschen mehr. All die Leute sind nach individuell auch angeschrieben gehen, abgerufen gehen, sich impfen zu lassen. Und es kommt noch die Information von der Helpline, wo sie sich können hinwenden. Selbstverständlich kann auch mal schon sein Doktor wenden, wenn nach Frohen hört. Das Kampagne läuft weiter. Wir sind auch bereit, für neue Impfstoffe kommen, für ganz Zeit noch können die Impfzentren abzumachen, wenn das müsste gemacht gehen. Als Präparation läuft weiter. Da haben wir absolut nicht an der Ralentie, am Gegenteil. Und noch Kampagne für die Boosterimpfungen werden wir beibehalten, pushen. Das ist wichtig. Und konnten auch immer wiederholen von den Experten, dass den Impfschutzlöser alles aufhält. Dafür sind auch die Boosterimpfungen wichtig, dass sie den Rappellen noch könnt, wenn sie dann kommen.
De Fazit as also weiter oppassen, dat eenent Fi allem fir vulnerabel leidet, gëtt auch immer eng unzwell Leute, die sech nie richtig 100% Werte könne schützen. Für sie gilt bei der Zirkulation, die man haut vom Virus auch weiterhin oppassen, auf für die nach Zecke am Impfen nicht trotzdem zu machen. Wir sind noch an der Erwerdung von neuen Impfstoffen. Ich kann nicht nach genauen Datum so das eng froh, die da immer hut. Wir werden alle Guten auch gespannt, ob die nächste Generation und Impfstoffe macht Sinn, dass auch dat nicht ein Gamechanger gibt. Als Ambition also schnell zu reagieren, wenn man genug Erkenntnisse hun für neue Mesuren müssen zu holen. Wir sind ja auch präpariert bei diesem Pandemiegesetz, was man noch immer oprecht halle vom Kader hier, sodass man eine gewisse Routine haben, die die letzten Jahre für auch schnell können, die Einzelmesuren zu aktivieren, wenn sie da gebraucht gehen. Und dann ganz wichtig natürlich auch den technischen Avis zu den Kader, die man braucht für eine Impfpflicht, wenn sie dann nicht schwer oder wenn sie indikiert wäre, für die können ganz schnell zu aktivieren. Dafür gilt die dort einen Schritt weiter zu holen. Sie für meinen Teil auch ganz froh, gibt nach Ohren Merci adressieren und Experten, die sich schon ganz viel Arbeit gemacht haben. Ich meine, bei allen guten Meinung, dass die Zeit gut investiert war. Sie wurden auch selber natürlich eins, dass die Zeit gebraucht wird. Muss in Zeit nur können berechnen, was den Impact ist. Es ändert vieles über die Main, dann tun wir sich gesehen an den nuancierten Konklusionen, die kommen sind. Wie nach dem Punkt vom Impfregister? Den Impfregister richtig also auch angeschwert gehen eng von den Problematiken, wenn man so will, dass man gerade am Gesundheits- und Pflegesektor einen großen Prozentsatz von Ausländern, die bei uns arbeiten, von Leuten, die all darüber die Grenze kommen, die haben wir natürlich nicht an unseren nationalen Datenbanken dran. Das mischt das Zahl vom Impfto an diesem Sektor, heißt, da muss verständlich interpretiert auch gehen. Wir haben, wenn wir als Resident gucken, das sind die fiabel, dann in dem ganz hohen Impfto von über 90%. Wir haben aber keine fiable Indikation, wie bei den Frontalien ausgesagt, die bei uns kommen, weil das Leute auch zum Teil eben am Ausland geimpft sind. Und dafür sind wir auch ganz interessiert, der Transparenz halber auf der Piste weiter zu schaffen, wann in so ein Register hat, wäre das sicherlich ein Plus, Punkto Transparenz und Information. Und das werden Arbeiten sind, die wir auch werden weiterbringen, für zu sehen, weil es da juristische Möglichkeiten gibt, was den an so ein Register könnte androhen, neben einer Covid-Impfung. Ich möchte gerne rappellieren, dass die Urgence, was den Cordon sanitär angeht, nicht mehr so gesickert von den Experten, wie das nach vor ein paar Monaten der Fall war. Für was? Weil die Variante, die wir am Moment haben, die am Moment stark zirkuliert, quasi gleich zirkuliert zwischen Geimpften und nicht Geimpften Leuten. Das hält aber nicht von der Pertinenz von der Frau von so einem Register, weil dann wird man auch da weiter drauf schaffen und das bearbeiten, für gegebenenfalls mit einem Propos zu kommen. Und man kann als Responsable für das Alter doch direkt gesagt, dass du da sich ausschließen, für dass man da eine gemeinsame Position noch hat, und froh, die man mal gestaltet haben, dass nämlich wie weit geht, wen, etc. Und da sind noch so viele Frauen, die aufstehen, da muss ich wirklich juristisch sicher sind, in du besucht nach definitives kann annoncieren. Den Herr Auler. Das nach reduziert. Viertel gebe ich froh mal als echt, aufgrund von dem, was du gesagt hast, ging das für was geht den Text erreicht informell deposiert oder der Chambre dem Staatsrat gewesen. Den Debat für was geht das nicht für Debat gemacht, dass ich kann anstellen auch über Details schwatzen. Geht um den Input. Den Text, wir gucken ja, wir haben ja mit vor einer Deklaration, und dann steht, den Text ist ja schon das Resultat von Konsultationen, die an der Chambre stattfanden. Und ich meine, ich gehe vor, auch der Anton den Text auch präpariert hat. Mit dem But ist, wir haben den Text ausgeschafft, nachdem wir ein Debat an der Chambre hatten. Wir sind so gut wie fertig, aber wir werden auch nach der Rekommendation der Position von dem einen von dem anderen Donnerstag, für die du noch was können dran anzuschaffen. Die wirst ja zum Beispiel die Frage, und das werde ich auch vorstellen an der Chambre, Drittimpfung, Freierimpfung, Delayend, Amont etc. Die Fragen hätte ich gerne in Position auch von der Majorität, auch von der Oppositionsparteien. Wir probieren die breiteste Konsensus zu finden, wann eigentlich den Text muss umgeholt gehen. Und da geht es nicht darum, den Text zu deposieren, mit den Leuten diskutieren, mit den Leuten diskutieren und dann Text deposieren. Und die fängt ja dadurch auch Diskussionsprozeduren an. Okay, weil dir das logisch wartet, weil du eine Frau, die schon sowieso gehabt hat, die wird Strophen, wir sind auch immer nicht. Und dir hat gesagt, dass all Mond dann eine Strophe gehen, also bis wir nie, also das Gefühl. Aber solange wie den Text auch wiege wäre. Solange den Text noch wiege wäre pro Mode. Was am Text steht, das ein Propos, also die könnt ihr schwer erinnern, wir hatten am
Wir hatten einen frohe Katalog bei der letzten Debatte und da war eben auch der dritten Teil von den Frohen. Das war Vehementon, Mensuellstrof, Emolestrof. Wir hatten auch viele Diskussionen darüber, dass nicht kann so sein, dass man sozial dort zu viel große Unterschiede machen. Dafür haben wir uns schlussendlich dezidiert für eine Strof, das ist als Propos, die dann auf einer Basis von 150 € de Monat gegen fallen, solange den Text anwiege wäre, an nicht geimpft wäre, und nicht gegen einer die Konditionen fallen, für nicht muss geimpft zu sein. Aber das ist, wie gesagt, ein Propos, geht ja nächste Woche eigentlich nicht darum, über den Text zu debattieren, es geht nächste Woche darum, über den Avis von den Experten zu debattieren. Okay. Und dann die Konklusionen zu haben mit den Text, das ist nicht geheim. Also voilà, das ist kein... Okay, mit das zusammenhängen, weil die von der Finalität oder von der Opportunität eben, die Proportionalität ging für eine Impfpflicht, das hängt ja dann von der Auf, wie heißt Stroh was? Ja, mit das ist die dritte Etappe. Schon für Grundkonditionen abgelöst. Das heißt, für dich muss ein Ziel haben, ein Ziel wäre da, eine Überbelastung zu evitieren. Die zweite ist, das Ziel muss können erreicht gehen. Und das ist am Anfang über die Etappe, wo wir im Moment diskutieren. Und da könnt ihr recht froh, wenn ihr seht, das zweite Ziel, die zweite Kriter, eben, dass man das Ziel erreichen, als Ginn, und da ist eigentlich die Basis von der Diskussion die nächste Woche über den Avis von den Experten, wo wir überhaupt können hingehen, also als das, was wir hier gesehen haben, als Dispositiv proportional zu dem Ziel, was wir uns gesagt haben, aber was wir auch können erreichen. Okay, ich habe gesagt, da geht es dann eins. Wir gehen also mal eins. Voilà, dann hast du froh über den Wachsen und gesagt, wie ein Gamechanger, Madame Lehnert. Wir waren nicht echt Mutationen, sondern die harmlose Varianten, die Gamechanger auch waren. Deels auch Variante gehabt, die viel mehr aggressiv waren an der Zirkulation, und das aber ganz klar ersichtlich, dass den Effekt vom Impfen aus der Geholle wird, das Schlimmste zu evitieren. Also man zu dem Zeitpunkt nicht den Impfstoff gehabt hätten, da wird das schon nicht schlimm gehen. Froh nach, weil eine von der Forderungen von Experten wäre Kadre legislativ, ich meine, da so ein Pandemiegesetz gemeint, das Friedhof CSV, wo aus da drum. Ja, aber mir hunde Pandemiegesetze umlaufen, das ja nicht aufgeschafft, du konträr, das bitte mal beihalen, noch von enthirlicht aus am Moment, weil ganz viele Mesuren am Moment eben nicht spielen, als da ist ganz wichtig gewesen, das Gesetz aufrecht zu halten. Und ich gebe auch gerne darauf hinweisen, dass man just mal Evaluationen an internationalen Vergleiche laufen haben, für dann eben alle Süd von der Pandemie und für Zukunft zu schaffen. Wir haut Hummer ein Pandemiegesetz, bei mir muss Mesuren holen, haben wir den ganzen Kader stehen, das ist ein Gesetz, das ganz viele Dispositionen hat, die nicht touchiert sind über die ganze Zeit, wo man Variationen hatte während der Mesuren, und da konnte man ja auch immer regelmäßig, auch von Seiten vom Staatsrat, sind wir daran erinnert gehen, dass man eine Materie reservé sind und dass bei Abschnitt der Chambre auch muss befasst gehen. Das heißt, wir sind alle gesamt Chambre gegangen für Deler von dem Gesetz, das war der Korpus war von den Mesuren zu ändern, mit Gerüst selber, mit den Rekurren und so weiter, Basis für als Datenbank für die Hummer. Also wir schaffen wir nicht ohne Gesetz, das könnte man sicherlich nicht die Daten erfassen, an die Arbeiten machen, die wir laufen. Ich hatte eine froh Schema vom 100,7. Ja, Carol Schimmer. Wen riecht sich die Impfpflicht bon, ab 50 Jahren? Sind das nicht Residenten, sind das Touristen, sind das... Ich weiß es nicht, wen kennt darin erfallen und ist das nicht diskriminatorisch par rapport zu anderen, die dann eben nicht unter diese Kriterien fallen. Ja, das war ja auch ein ganz große Debatte eben am Dezember, wo wir wirklich viel darüber nachgedacht haben. Das hat man schlussendlich festgehalten nun, auch aufgrund von Diskussionen, die man an der Chambre hat und zwischen uns, als dass man die Propos, das ist wirklich ein Propos, wie sie hier 4 Leute, wo der Südfrieden sich kann später dazu positionieren, also eben zu sagen, dass all über 50-Jährigen den hier am Land wohnt, da drin auffällt. Wir haben natürlich auch viel gesehen, zusammen, das ist auch nicht ein Text vom Justizministerium, das zusammen mit der Santé, wo man das Ministerium der Santé wo das gemacht haben, eben auch die Zertifikate am Ausland, die Impfung, dass die unerkannt gehen, das auch viel gesehen, an eben wie gesagt, all die möglichen Exzeptionen, die auch heute schon gehen, wenn ihr in den Schnitt kann ihm verlosen, das alles viel gesehen. Aber es bleibt eben den Unterschied zwischen den Leuten, die hier wohnen und den Leuten, die hier schaffen kommen. Dann dürfen sie auch 2 Texte ausgeschafft gehen, also nicht just erwähnt, aber eben auch die sektorielle Impfpflicht. Das ist auch ein Text, den nach dem Lied von George Engel, dem Arbeitsminister, ausgeschafft gehen ist.
an den eben auch den wolle da kouvriert, an die gegen sich dann applizieren, ob die Leute die auf verschiedenen Sektoren schaffen. Du hast den Alter nicht eine Kondition, du hast wirklich de lieu de travail eine Kondition. Das darüber an am Schema von 100,7. Ja. Dat heißt 50-jährig Frontalien oder 50 plus Frontalien, die wären du nicht betroffen. Es sind zwei separate Texte. Okay. Nee, dann hast An das auch zwei Wolle von dem Avis von den Experten. Und den E-Wolle aus den über die was wir nennen generell Impfpflicht, die sich aber just bezieht, ob die über 50-jährig, du als just Präsident, die impliziert sind, eben als ganz praktische Gründe. Weil das sind die, wo wir auch können kontrollieren, ob sie geimpft sind oder nicht, weil sie bei uns am Register sind oder weil sie uns da schreiben können, dass sie nicht geimpft sind, auch per rapport zum Antreiben von den Amenden und so weiter. Das heißt, wir sind da viel gelegt von den praktischen Konsiderationen. Und da war den zweiten Volley am ersten Avis von Experten, könnt ihr euch erinnern, da also von einer sektorieller Impfpflicht gegangen, am Spitalsektor, am Sektor des Soins, Pflegesektor, wo gesagt wird, dass da braucht auch eine Impfpflicht. Und das immer wie steht, dass das nicht soll kommen, aber dass das soll ersatz gehen eben durch den Register, wo die Leute so eine Deklaration machen. Froh, die man aber natürlich auch stellen, also man nicht die zwei Texte über dieselbe Weg bei der Staatsrat gehen, für dass man die zwei Texte brett hätten für den Fall, wo es wirklich müsste kommen. Das ist doch die sektorielle Impfpflicht. Die Wild vom Tageblatt D'Experten hatten dann hier mal wie auch gefordert, dass ein Personal aus dem Gesundheitssektor ihren Impfstatus soll auch belehnen. Gewort darüber diskutiert, inwiefern das eventuell kennt gesetzlich festgehalten. Das was ich erwähnt hat, für drin, du wirst man sicherlich auch darauf schaffen, gucken, wie ein Modell gibt, was den Scope wäre, wie wir da konzerniert, wie wir das handhaben, das wird man bearbeitet. Dann ein op Impfregister zurückzukommen, sind mittlerweile Lützebäuer und denke finalen Studenten, die sich am Ausland impfen gelos und sind die mittlerweile heute Lützeburg erfasst. Du war ja an der Vergangenheit da können. Nee, wir können nicht, also Südfrieden hat eine nationale Erfassung, das ist auch Verpflichtung, wo wir als Reporting an Europa machen. Wir haben keine Données von Leuten, die ausländische Residenten sind. Die Données sind an den Ländern zu den Impressionen. Wir hatten ja lange 3G en place, wo die Leute auch konnten freiwillig sich auf Plötzlich androhen. Dafür hat eine gewisse Impression, wie das. Wir haben nicht Données von Leuten, die nicht hier am Land wohnen. Bonjour, Julien Carrette de chez Paper Jam. Si je dois schématiser un petit peu ce que vous avez expliqué, donc il y a un texte que vous préparez qui sortira si vous en avez besoin. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il ne sera pas déjà trop tard? Puisque si le besoin s'en fait sentir, il faut un certain temps pour mettre en place, pas la loi, mais il faut 4 mois pour le schéma vaccinal, d'après ce que les experts ont expliqué. Also de Fett als eng Impfpflicht lo ze desideieren an dem Konditionen erfüllt sinn, weil ihr seht, muss nach 2 oder 3 Meter tschen wie dat falsch Signal. Mir soen mir gin den Text lo. Mir wissen noch schon eng echt Impfung als Schema komplett. Me wann Situation mat ze springt, dass man e Virus hunn, den méi gefeierlich ist. Wann man Impfstoff hunn, den op den auch wirkt, an der Risk besteht, dass man am Anfang durch die Virulenz an die Schlimmheit von kann vom Virus so Problem auch an den Strukturen kreieren, dass dann direkt den Text kann gestimmt geht. Der Text geht lo nicht an die offizielle Prozedur, wo der Grand Duc den Text erschreibt, weil so wie Justizminister gesagt wird, es muss ein Exposé des Motifs gehen. Wir können aber nicht an ein Projekt de loi ein Exposé des Motifs néant oder à définir schreiben. Das heißt, ein Text, wo man vom Schreiben l'Exposé des Motifs sera en temps voulu. Das geht nicht. Oder wir haben eine Ursache an die überhaupt nicht. Wir mengen aber, dass es nicht raisonabel wäre, nicht an Prozedur zu gehen. Das heißt, auch wenn keine formelle Prozedur ist, keine offizielle Prozedur, wird den Text und Chamber gehen, wer doch schon können präsentiert gehen an der Chamber, nicht Échange schon mit den Deputierten, wer doch in den Conseil d'État gehen, werden doch in die Chambre professionelle gehen, nicht für wie formell, aber für das, wann den Text muss rapid gestimmt gehen, dass der besonders das tun wir ja schon bewiesen, dass sie beim RD den Text schon unter Dach und Fach auch haben. Das ist der Wunsch, den wir holen. Aber wenn wir wissen, dass der ein Komplex vor ist, wenn man nicht die letzte Moment wartet für den Text, dann
den Institutionen, die dummer da befasst sind, auch zu gehen. Autre question, vu la vaccination actuelle, elle stagne quand même depuis globalement 6 mois. Je pense qu'on est passé de 76% à 78%. Est-ce qu'on n'aurait pas atteint un plafond de verre? Et si oui, comment est-ce qu'on peut essayer de le dépasser? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour essayer d'y arriver? Das sind die Mesuren, die ich fir Drnne opgezielt hat. Selbstverständlich geht los alles Ro, weil immer méi no bei de Proportionen Leiit kënnt, die mi stark resistent sinn, mir hunn Kompagne zu kegem Momenten erbrach. Und Kinder nach all der Leute, die sich impfen und nach dem neuen Foto gesehen vom Bus, den zu steht, wo nach immer Leute hingehen haben und eben ganz individuelle Lo für ein gute Mode die Leute geschrieben, die noch nicht geimpft sind, ganz individuell. Man denken Kurier nach alles das soll sich Fristen drohen. Wir gehen davon aus, dass die Kampagne nach weiter lebt und dass man mit den Mesuren, mit den Helpline, die man Platz haben, auch nach immer Leute überzeugt kriegen. Als Ambition, also Ried weiterzuführen mit der Impfkampagne und als du nicht decouragieren zu lassen, dass das ab einem gewissen Moment, wenn in einem gewissen Sockel handelt, sich mit los weitergeht, das normal, wenn man bei denen Leute kommen, die vielleicht nicht erreicht waren oder die wirklich retizent sind, haben das ein bisschen mit zeigt, leider an der Natur von der Sache, mit der soll aber nicht aufhalten, weiterzuführen. David macht jetzt für den Quotidien für die anzuhaken, Madame Lehnert. Die Experten haben auch darauf hingewiesen, dass wir sich unter den über 50-Jährigen, die dann nicht geimpft sind, ganz vulnerabel sind, wo Doktoren vielleicht auch oder Medizintraitanten müssten eine wichtige Rolle überholen. Hast du aber so gedacht, wie du eigentlich zu sensibilisieren oder Doktoren abzurufen? Ja, das auch ugedeutet, das geschieht auch kontinuierlich. Doktoren gehen selbstverständlich immer informieren und Erkenntnis gesagt von den Rekommendationen vom Conseil supérieur des maladies infectieuses. Und da ist ganz klar, dass das rekommandiert ist bei verschiedenen Krankheitsbildern gehört die Impfung quasi zur Behandlung dabei. Und ich gehe davon aus, dass Doktoren dadurch machen. Auch das kriegt man mehr nuanciert Rückmeldungen von den Experten, vor allem aus dem klinischen Bereich, dass das schon geschieht. Und auch da geht immer neue Erkenntnisse kommen, geht das immer selbstverständlich weitergelegt und Doktorschaft. Und Madame Justizminister wissen, dass da ganz hypothetisch mit der Kontrolle von einer Impfpflicht gibt, dann über die Register gehen, in der Ugeschwert oder können da nur nicht so. Von wir nicht geben, das wann eine Impfpflicht bis du wäre. Nee, das sowieso schon. Also wir tun ja wegen ihm, dass er nicht. Ja, sind die Données, die den Santéministère sowieso hat. Auf Basis davon ergibt dann. Auf Basis davon wird dann allmond gegen da geguckt gehen, wen misst so ein Amount bezahlen, da kriegt ihn das geschickt und dann hat den auch 15 Tage Zeit, für zum Beispiel ranzugehen, da sie am Ausland geimpft genauso oder da denen hat eng von den Konditionen fällt, die am Gesetz vorgesehen sind, wohin sie Schnitt brauchen. Ja, Register just für zu präzisieren, dass das nicht vermischt wird, den am Gespräch ist, dass das arbeitsrechtliches als sektorielles, wo ihr seht, an einem Gesundheits- oder Pflegesektor kann der Patron da Register feiern von dem, wo seinen Arbeitnehmer, die geimpft ist oder nicht. Das ist eine andere Diskussion, mit natürlich national eine Vue auf Données von der Impfung. Gut, dann vielleicht aufschließend der Premier, den Dr. Schockmann bei der Präsentation von Mavi gesagt, dass ein Gefühl hat, dass Science de Dimens respektiert wird, weil die Experten nicht freigestellt sind, bezahlt gesehen. Oder hat Moi Martin Ecke geschwert, respektive hat er seine Reaktion darüber? Ja, schön geschwert, und ich muss just sagen, dass ich will nicht so erwähnen, den Beruf von den Doktoren, die da waren, den Professoren, die da waren, gefragt haben, vielleicht zu kriegen, weil sie fanden, dass sie dann die Neutralität präservieren. Wir haben aber die Möglichkeit gelost für den eine andere Meinung als der Matze wählen, und da gibt man auch Einzelfälle dann konsiderieren. Monika Camposio für RTL, dass ihr viel vom Register geschwert gehen, könnt ihr vielleicht erklären, was den Sinn daran hat, wann die Dialog so tut, den Inzidenz den geimpften oder nicht geimpften Leute ähnlich oder respektive nämlich aus der das Virus nämlich zirkuliert. Aber in einem Szenario also da wichtig am Santé-Bereich zu wissen, ob ihr geimpft ist oder nicht. Wir werden erstmal immer am Detail vom Sinn befassen, wenn man das bearbeiten, wenn man sich vorstellt, dass eine Variante da ist, wo das nicht geht. Und am Moment, dass es eben nicht mehr differenziert, es zirkuliert genauso stark zwischen geimpfte Leute quasi wie nicht geimpfte Leute. Wenn man aber beispielsweise einen Impfstoff hat, wo in den Chloren Effekt hat, ob Zirkulation gibt, das mehr Sinn machen. Wenn das wieder schon ahnt, also
den Deivel am Detail, das ein interessanten Aspekt für darüber zu schaffen, gerade an diesem Land mit viele Frontale, wo wir keine nationalen Données haben, wie dann aber am Detail ausgesagt, da muss man sich evaluieren, noch was Konsequenzen sind, geht um Transparenz an einem bestimmten Sektor zu haben, wo wir besonders vulnerabler sind, für dann gegebenenfalls betriebliche Maßnahmen zu holen, da sind die Leute können vielleicht schon an diesem Service ran oder auch gar nicht. Da stellen sich noch viele Detailfragen effektiv. Die nämlich froh ungefähr stellt sich dann auch für den 3G, also d'Experten Huio ganz klar gesagt, es muss vier Brett sind für den Hirsch, dass Mesuren könnte kommen. Wären 3G, wie wir in Lastjahr hatten, respektive 2G, vertretbar, wann Situationen so bleibt, wie sie den am Ende ist? Das Situation am Moment, dass sie man ein gutes Szenario imposieren im Moment keine Mesuren, wenn Situationen gibt, die eskalieren, kann ich selbstverständlich auf so Mesuren zurückgreifen, wo dann am Anfang Filter setzt, kann ich auch feststellen, mir noch Budget für gesehen, sie präpariert für gegebenenfalls mal Schnelltester zu schaffen, wenn das nicht sind, da das etwas, wenn man noch ein bisschen mehr starken Impact an als Spitäler gesehen, kann ich feststellen, dass man auf Schnelltester zurückgreift. Auch wenn nicht selbst zirkuliert, erlaubt der Schnelltest zum Beispiel aber die rauszufiltern, die infiziert sind, egal ob sie geimpft sind oder nicht. Alles das sind Möglichkeiten, die da sind. Am Moment haben wir keinen Grund umzuholen, dass wir das müssen aktivieren müssen. Wir sind von unserem Pandemiegesetz hier mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, mit der Routine, die wir hatten, für die Mesuren rüber und rauf zu fahren, über die letzten Monate, Jahre natürlich brett dadurch kurzfristig können zu machen. Da gibt es keinen Grund umzuholen, dass das technisch aufwendig wäre, dass etwas, was wir entretemps kennen, und schnell können auch Platz haben, wenn da gebraucht wird. Wir haben schon da gesehen, dass der Unterschied gibt zwischen geimpft und nicht geimpft, für so eine Mesure wie den 3G en place zu setzen. Unter anderem, ja, das muss in dem Moment das evaluieren. Ich meine, dafür haben wir als Expertsgruppen auch intern, die Situation evaluieren, statt käsen für uns in der Situation. Merci. Ein Zusatz vor. Ich wollte mal nach Frau die Frau Ja, pardon, ich hatte vergessen froh für drunter so schwer das wegstellt, dass du die Schwierigkeit beim Exerzis für Zukunft für rauszugesehen. Wenn ihr wisst, mal und dass diese Gens zu den Text alles als klar definiert, dann hast du das Problem, weil du irgendwo auf der Welt dann eine neue Variante auftaucht. Da muss das Ganze erstimmen, okay, weil man das geht so sehr, wie es nicht mehr geht, da müssen die Leute nach geimpft gehen, durch die Impfpflicht eben incitiert, geimpft zu gehen, und da muss es nach wirken. Wenn ich weiß, dann, wenn ich den deklanchieren, das wird man eigentlich schon am Januar, wenn ich muss da so, weil lo mal mit dem Pflicht von den Taxservice brett ist. Das wieder so. Da sind viele Sachen nach kurzer Zeit aufzuschätzen. Ich meine, da muss man eine Risikoabschätzung machen, eine Berechnung. Da muss man die Modalisationen, die man haben, mit neuen Szenarien hochrechnen, ganz schnell agieren, so wie man das die ganze Pandemie durch auch immer gemerkt hat. Das kommen neue Momente, man geht mit neuen Situationen konfrontiert, die man heute nicht kennen. Und sobald man da Erkenntnisse haben, also da ist ein Defi für Zeit nur schnellstmöglich eine Abschätzung zu machen und dann zu handeln. Weil am Anfang von der Pandemie war vielleicht am Niveau von der Kommunikation schwer für zu sagen, weil es geht nicht die Belastung von der Spitäler, dass viel über Infektionszüge geschwärzt gehen. Zum Beispiel ist das ja ganz klar, wenn ihr gesagt in Südafrika gibt Hospitalisationen an Blut par rapport zu so vielen Infektionen, also als mehr Hospitalisationen per Infektionen dann deklanchieren, kann ich sich so vorstellen. Zum Beispiel, ja. Wir haben gesehen, was steht, was ihr gesagt habt. Sicherlich, wenn irgendwo ein Alert kommt, dass etwas Neues zirkuliert, wo eine mehr starke Pathogenität erkennt, das ist das Leute ziemlich krank, die vergehen davon, weil im Moment nicht der Fall ist. Da werden wir sicherlich alertiert, dann nicht nur mehr. Ich meine, die Experten weltweit sind da schon auf Zack, für sich schnell zusammenzusetzen und dann aufzuschätzen, was das bedeutet für uns Modalisationen, die wir laufen. Englecht froh van der erlaubt, und das iwwer Tripartit respektiv de Kafkraft verloger Frankreich desideieren se neu gezielte Mesure gär fir Leute, die op Auto ugewiese sinn an net viel verdengen. Ha mat de Tankrabatt vu 7,5 Cent an vu Rebis hin vum SUV-Fuer den net Robogewiesen ass Orentlacht, dat halt am Juli op an Juli. Ass du bes fir gesi fir eben déi, die op Auto ugewiese sinn am an Moier an hunn an dann nach Kritik vum Mogebel, dats den Steuerkredit net gif d'Verrekle vun der Indextranche iwwer kompensieren an den Fall vu Leute, die zum Beispiel Schichte schaffen oder Sonderstunden, geht das natürlich vielleicht, war durch Kommunikation nicht perfekt. Regierung wollte vielleicht nie am Steuerkredit allein den Index kompensieren, da könnte das vielleicht also.
Ich will just weil der eng Zusatz vor fir Dimpfung gefrot huet ich Verrichtung, dass nach immer kann geimpft gin. Bra kind zu werden, bis eng neue Welt könnt oder eng mischlem Welt könnt fir geimpft zu gin. Et kann en geimpft gin, Et sinn Impfstoffer do, Et das nach immer méich geimpft zu gin. Die Leute, die net wëlle geimpft gin, der das erschwar mir die Leute die mengen wie ze spät, sie kennt net nie geimpft gin. Schüsse Information il ne jamais trop tard. Et das nie zu spät fir geimpft zu gin. An bra kind ze mengen mis Schumme wann ich bei den Doktor präsentiert, wenn eng echt Impfung will, das nach immer der beste Schutz gegen den schlimmeren Verlauf. Dann fängt ich mal der Lächter froh an. Wir basieren als Kalkulen op de Stadtteil anschwingen die Stadtextuellen sind diese auch Sinn an die anderen mesuren und neue mesure gehol gehen oder ein neue Tripartit gemerkt schließen nicht aus. Dazu ich auch ganz ehrlich schon der DPR gesucht schließen nicht aus. Ich gesehen am Moment, dass der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland nicht so eskaliert wie man so sehr wie mich so sehr wie man all gute Wünsche eng Lesung gibt stattfanden. Das Risk, das nicht nur in Lützeburg, in Europa, weltweit auch aber ökonomische Reperkussionen immer mehr merkbar sind. Und die Regierung hat sich engagiert, hat auch am Akkord das meist Giffen herumgesehen, sobald Situationen sich auf jeden Fall verschlechtern. Und das ist auch über Tankrabatt und all diese Sachen, da sind auch Diskussionen am Gang, wie das nächste Woche ein Debat an der Chambre ist, zusammen mit der Finanzminister Jean Doas Mech, das auch die eine oder die andere Sache dann eben als Konklusion auch herausgezogen wird. Und dann hat noch eine andere Frage. Ja, aber das tun ich gesagt. Also nächste Woche sind Diskussionen. Es sind heute nicht den Sprecher von der Finanzminister. Wir hatten heute nicht Mode du jour just fähig zu sagen. Ich bin heute nicht darüber diskutiert. Mit das sind alles Diskussionen, die muss gucken, wie am effikaz du hast für die Preissteuerrecht auch entgegenzukommen. Dann auch, und die wirst du ganz genau, auch die Reperkussionen, die eine oder die andere mesure hat. Von Moins-Valuen, die indirekt sind oder Plus-Valuen, die also etc. sprechen. Nur dann teilst du, und dann packst du mehr Abilität, wie das so mehr. Du, es sind nicht ihre Sprecher. Le complémentaire du complémentaire. Pour terminer sur une note beaucoup moins grave, M. Engel, la semaine dernière, dans une réponse parlementaire, a expliqué qu'il comptait saisir prochainement le Conseil du gouvernement pour lui demander de lui donner mandat pour approcher les organisateurs du Tour de France en vue de faire revenir le Tour de France au Luxembourg. Est-ce que vous avez eu le temps d'en parler tout à l'heure? Et si oui, et sinon, quel est votre avis, M. Bettel, sur la question? Also die Lohne mir haut Moin hu als wirklich konzentriert op Dimpfungen am mir hunn net iwwer den Tour de France eng froh Gestalt krit an noch net Punkten gehabt. Mir hunn tatsächlich schon Chance gehabt den Tour de France och den Depart zu vum Tour de France als Lützeburg zu hunn. Ech wies net wie dem Herr Engel sein Budget auch ausgeseit, weil ich wies das auch man eng Kuz den huet an ich kann och net Propositionen für die nächst Joren wie gesagt, wir sind nach nicht befasst gehen man so enger Demont weder am Regierungsrat nach könntet man dann ich denke ja gehen wir mal befasst an da gucken wir voilà, merci.